Seit 1341 wird hier Hopfen angebaut. Mit dem Hopfen kam der Wohlstand nach Spalt. Fast jede Familie hatte einen Hopfengarten. In den 1950er Jahren gab es hier rund 200 Hopfenbauern. Heute sind es noch 4 im Nebenerwerb. Um die Ernte einzufahren, nimmt sich Florian Ermer 3 Wochen Urlaub. Die meisten verbinden mit der Stadt Spalt wahrscheinlich ihr Bier. Und deswegen ja, ist man schon ein bisschen stolz drauf, Spalter Hopfen anzubauen. Und ja, ist halt eine alte, typische Landsorte. Die verträgt natürlich diese ganze Klimaerwärmung, Klimawandel. Wenig Niederschläge, hohe Temperaturen eher weniger. Und deswegen ja, ist auch die Ernte so, wie sie ist heuer. Ja, also letztes Jahr war ja so, da haben wir ja extrem viel Niederschlag gehabt. Relativ milde Temperaturen und ja, deswegen haben wir auch eine gute Ernte gehabt. Ja, und heuer eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Gleicht sich das dann ein bisschen aus? Ja, ich sage mal, der Jahresdurchschnitt ist dann natürlich irgendwo schon wieder ja, gleich. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was die nächsten Jahre passiert, wie es die nächsten Jahre laufen wird. Aber ja, wenn einmal ein schlechtes Jahr dabei ist, wird man das schon aushalten oder aushalten müssen. Aber ja, auf Dauer kann es nicht so weitergehen. Auch Florian Ermers Freundin Annika Hübner hilft mit bei der Ernte. Die Hopfengärten der Familie Ermer liegen direkt vor der Stadt. Wegen der Trockenheit geht dieses Jahr die Hopfenzeit schon früher zu Ende. Die letzten Fuhren des Jahres werden nach Hause gefahren. Blodern nennt man das Trennen der Dolde vom Hopfenstock. Früher wurde direkt auf dem Feld mit der Hand geblodert. Doch seit den 60er Jahren lösten dann nach und nach die Maschinen das Handzupfen ab. Toni Ermer führt zusammen mit seiner Frau Ingrid und Sohn Florian den Ermerhof. Schon seit 200 Jahren baut die Familie die Dolde an. Ihr Haus stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist 17 Meter hoch. Die Hopfenhäuser mit ihren meist 5-stöckigen Dachstühlen sind charakteristisch für Spalt. Und was treibt einen an, das zu machen? Ja gut, also was jetzt mich betrifft, ich war von Kindesbeinen an, von klein auf, eigentlich immer schon mit am Feld mit dabei. Hab gut, gewisse Tradition ist dabei, ganz klar. Wir selber sind Nebenerwerbslandwirte. Ich gehe ganz normal auf meine Arbeit, 40 Stunden die Woche. Ich sage immer, meine Frau ist da die Hauptakteurin. Ich helfe ihr halt, Feierabend, Wochenende. Mein Sohn ist schon wieder mit dabei. Meine Mutter ist nur recht rüstig eigentlich. Und wir sind ja auch ein Familienbetrieb und anders funktioniert es auch nicht. Wie unterscheiden sich Hopfenbauern von anderen Bauern? Die Hopfenbauern, die sind halt, ja, die machen das mit Leidenschaft. Und wenn man das nicht macht mit Leidenschaft, dann macht man das nicht. Es gibt weltweit mehrere hundert Sorten Hopfen, doch der Spalter darf nur hier angebaut werden. Ja, wir selber, wir bauen jetzt 4 Sorten an. Der Spalter ist der beste. Und die eingesessenen alten Brauer, die verwenden schon nur den Spalter, weil das halt eine ganz hochfeine Aromasäure ist. Aber es ist halt jetzt zunehmend, dass halt die Jungen, die dann nachkommen, die nicht mehr so den halt verwenden, sondern da geht es auch bloß nur dann um den Preis halt. Man baut halt ja wenig an vom Ertrag her und er kostet halt dann auch ein bisschen mehr. Nach dem Blodern muss der Hopfen getrocknet werden. Das passiert heute in einem hochmodernen Trockenofen. Nach 3 Stunden haben die Dolden die notwendige Restfeuchte und können nun gelagert werden.
Wir sehen jetzt da den getrockneten Hopfen. Ich möchte ihn von der Trockenheit her so machen, dass er 10% hat. Und ich zeige euch jetzt mal, auf was eigentlich drauf ankommt. Und zwar, da sieht man dieses gelbe Pulver. Da sagt man Lupulin dazu. Und das ist eigentlich ganz wichtig, um ein gescheites Bier zum Brauen. Praktisch das Qualitätsmerkmal. Genau. Das Lupulin ist der Geschmacksstoff und gleichzeitig Konservierungsmittel für das Bier. Die imposanten Hopfenhäuser waren Ausdruck von Reichtum und Wohlstand, dienten aber auch einem Zweck. Der in 5 Böden unterteilte Dachstuhl wurde dafür genutzt, die grünen Dolden zu trocknen. Und da waren überall diese Hotten da rum gehangen. Und der frisch gezupfte Hopfen, der hat natürlich da über mehrere Wochen auf diesen Hotten gelegen. Und je nachdem, wie die Witterung halt war, jetzt da zum Beispiel der fette Boden, der ist relativ warm also gewesen. Wenn da die Sonneneinstrahlung kommt, das ist die Südseite da, dann hat es keine Wochen nicht gedauert. Toni Ermers Mutter Waltraud zupft noch fast wie früher die von der Maschine vergessenen Dolden von den Trieben. Schon in frühester Kindheit musste sie mit in die Hopfengärten. Ich möchte noch. Das erste Mal aufs Feld, da bin ich mit dem Handwagen mitgezogen worden. Als Madler, weiß ich noch gut, da haben sie Hopfen gespritzt und die Spritzen hat so arg gebrummt. Da bin ich der Fuhl gelaufen. Und dann bin ich daheim auf der Treppe gehockt, haben sie mich gesucht. Ich weiß nicht, war ich schon 10 Jahre, war ich noch jünger. Auf jeden Fall habe ich da dann am Tag einen Korb gezupft und ins andere Jahr noch 2 und das Jahr dann auch schon wieder 3. Und so hat sich das gesteigert. Lieber Gott, nein. In der Früh hat es zur Brotzeit ein trockenes Stück Brot gegeben. Da ist mir mit einem großen Lapp Brot. Der Bauer hat roh geschnitten und so ein Glas Wermut. In der Früh hat es das jeden Früh gegeben. Und Mittag ist die Mutter mit dem Pferd gekommen, mit der Milchkanne. Da war die Suppe drin. Und das hat man nachher am Feld draußen gegessen, die Leute alle. Weil wir haben ja immer 25, 30 und oft noch mehr Leute gehabt. Zum Helfen. Da ist man draußen gesessen mit dem Stuhl, mit dem Korb. Und da hat man sich das Hockerl am Buddel genommen und so ist man aufs Feld marschiert. Da hat man so eine Stange gehabt, da war ein Haken drin. Und da hat man auf dem Draht, der gespannt ist, hingehauen und dann ist der Stock selber hochgefallen. Und da hat man sich dann hingesetzt, so, hat man den Stock so genommen und hat ihn nacheinander hergezogen. Immer jeder einen Stock. Aber es war nur was drin. Oder hat man unten ein paar Hopferdollen liegen gehabt. Und heute haut die Maschine zusammen, braucht kein Mensch. Ingrid Ermer liefert die Hopfenstöcke für den traditionellen Hopfenzupferwettbewerb, der jedes Jahr zum Ende der Erntezeit in Spalt stattfindet. Waltraud Ermer wäre auch gern dabei, zupft aber noch auf dem Hof die letzten Dolden des Jahres. Hier messen sich erfahrene und weniger erfahrene Bloderer im Hopfenzupfen. Beim Blodern kommt es nicht nur auf das Gewicht an, auch der Zustand der gezupften Dolden spielt eine wichtige Rolle. Ja, gerissen dürfen nicht werden, ich hab's Ihnen schon gesagt. Ja. Es muss überall ein Stiel draus sein, Ja. weil sonst gibt es einen Punktabzug. An die Dolden, fertig, los!